So, grüß euch. Jetzt schaut ein bisschen das. Dankeschön fürs Einschalten. Ich habe zwar gesagt, ich mache mit so das iCare-Sache und alles nimmer, habe aber dann Berichte gelesen und da ist wieder sehr viel Kritik drin gewesen, hauptsächlich englischsprachig aus Amerika und. Da gibt es das Gerät schon länger und habe mir zwei Sets bestellt, einmal in Rot, einmal in Gold. Der Goldene, der ist in Dauereinsatz schon bei mir, da habe ich ja alles an Tests jetzt gemacht, was man richtig und falsch machen kann. Und den roten schauen wir uns jetzt an und dann schauen wir uns das an, wie sich das verhält. Und zum Schluss sage ich euch meine Meinung und dann könnt ihr euch eine eigene Meinung auch machen. Viel In so einem Spaß! Packerl kommt es. Es gibt mehrere Farben. Ich habe mir zwei gekauft von der iCare 2. Als zweites Gerät machen wir jetzt mit euch, mache ich das miteinander auf. In Rot. Dann sind zwei Coils dabei, die schauen wir uns dann auch an. Eins kann man aber gleich sagen, die Hand gegeben hat. Also die sind extra Coils mit 1,3 Ohm. Und die haben halb so lang, ja, 1,6 mm, 6 cm lang haben die. Der Durchmesser ist derselbe. Das heißt, vom Gewinde her würden die ersten passen, aber von der Länge bringt es nicht an den Tank ein. Einbaut ist noch keiner, wir müssen dann noch so einen Coil auspacken und einbauen. Dann haben wir USB-Ladekabel. Und dann haben wir diesmal wirklich eine gute, wie ich finde, oben einmal ein bisschen in die Einzelteile, in mehreren Sprachen, in Deutsch. Und das kann ich euch jetzt da auch gleich sagen. Diese Farbding, was ihr dann seht, der Zustand des Akkus, wie er geladen ist, 100 bis 60% leuchtet die Feuertaste beim Auslösen des Feuers grün, dann 59 bis 30% orange und so weiter, blau und rot, spätestens bei blau-rot laden. Wenn ihr das Gerät ladet, dann steht es gleich drunter, nicht stärker wie 1 Ampere. Passt da bitte auf, nicht dass ihr 2 Ampere drauf lasst, maximal mit einem 1 Ampere Wandladeadapter oder Gerät aufladen oder mit dem PC. Während des Ladens leuchtet permanent ein rotes Lamperl. Wenn der Ladevorgang fertig ist, dann geht das Lamperl aus. Aus- und Einschalten steht auch alles dabei. Dann die ganzen Schutzsachen, was drinnen sind. Lest es euch durch, vor allem wenn es zum ersten Mal sowas benutzt, weil ihr mal sowas probieren möchtet. Ist nicht tragisch. Maße, und das brauche ich euch jetzt nicht, das ist wirklich eine halbe die Hand voll, das ist ganz minimal, wenn ich da Pause mache, dann ist das verschwunden. Ja. So schaut das ganze Teil aus. Da habt ihr einen USB-Lader. Das soll eine Airflow-Öffnung sein, das heißt, wo wir uns die Luft von außen ansaugen. Ist aber ein bisschen ein Gag, da komme ich später dazu. Da haben wir unseren Feuertaster, also diesmal kein Automatik, sondern diesmal könnt ihr wieder selber bestimmen, in dem Moment, wann ihr feuern möchtet. Ja? Also ihr löst den Zeitpunkt des Feuertasters selber aus und nicht mit irgendeiner so einem Automatik-Unterdrucksensor. 5-mal klicken ist einschalten und 5-mal klicken ist auch wieder ausschalten. Jetzt mal blinkt es dann kurz. Beim Befeuern war jetzt da die Lampe noch. Es ist jetzt kein Kohl nicht drin. Da noch grün leuchten. Zeigt mir aber an, dass durch das Blinken, dass da gar kein Kohl drin ist. Die Oberfläche ist gummiert. Fühlt sich wirklich nicht billig an, es fühlt sich wirklich gut an. Also muss ich ehrlich sagen, das rutscht nicht, ist aber auch nicht rupplig, es ist griffig, es bleiben keine Fingertapper nicht hängen. Also wirklich super gegenüber die ersten iCares, muss ich ehrlich sagen. Ja, man darf nicht über schimpfen, weil ich über kritisiere, dass ich so schimpfe. So, dann gehen wir weiter. Was haben wir dann für Teile?
Wir haben oben ein Mundstück. Das zieht es einfach ab. So, jetzt wenn ihr das sogenannte Mundstück oberwärts, dann seht ihr, dass da zwei Öffnungen habt in der Mitte. Das ist sogenannter Spritzschutz. Die Luft kommt bei dem einen Röhrchen rein. So saugt sie es an. Und wie ihr es genau seht, es kommt von einer Öffnung und teilt sie dann um in zwei. Setzen wir das wieder auf. Was kann man nun machen mit dem Teil? Wir können einen Coil reinmachen, wir können ein Liquid reinmachen. Dann nehmt es bei dem Sichtfenster, ja, weil das ist Sichtfenster, was uns später sagt, wie viel Liquid das wir haben. Füllvermögen ist 2 Milliliter. Und zieht das raus, geht ein bisschen streng, muss auch gut sitzen. Das ist die Tankeinheit. Da unten haben unsere Kontakte. Und da sind da drin die Gegenkontakte. Und das ist so ausgelegt, wenn dann da der Coil reinkommt, dann kommt da unser Plus vom Coil, dass das nicht seitenverkehrt einbauen könnt. Das heißt, ihr könnt das einmal so reinschieben, ihr könnt das aber auch so reinschieben. Geht streng ein wenig, soll ja streng sein, es soll ja halten und wieder drauf. Also das kann man ausziehen, dann nehmen wir das Mundstück runter, dass wir da nicht durcheinander kommen. Und einmal, wenn ihr einen Coil neu macht, dann habt ihr da an der Seite einen Pfeil. Ja, also da haben wir jetzt wieder oben. So, ich lasse jetzt einmal so, dass es leichter ist zum Verfolgen. Das Mundstück lasse ich oben. Wir haben jetzt die Tanksektion heraus. Dann haben wir da seitlich den Pfeil. Wir halten seitlich da fest. Und dann ziehen wir das auch runter. Ja, so, jetzt haben wir da den Boden. Ihr seht es, das ist eine Silikondichtung, eine schwere. Da oben haben wir unsere Befüllstopfen, die wo vom Mundstück mit den zwei Stopseln, mit den zwei schwarzen da, ja, verschlossen werden. Dann nehmt ihr euch einen Coil und dann sollte man am Anfang vor dem Einbau ein bisschen vorsichtigen. Steht so drinnen. Entweder macht da vorsichtig einen Tropfen rein, da oben, und seitlich holt sich nämlich das Liquid von den ganz kleinen Löchern. Seht ihr es? Die nennen sie ICR-Coils. 1,3 Ohm, 5 bis 15 Watt und hat zwei Bohrungen, minimalste Bohrungen, wo das Liquid geholt wird. Generell mache ich da einen Tropfen drauf und dann sieht man so ein bisschen, seht ihr, wie das einzieht. Schaut euch den Tropfen an. Ja. Macht das einfach ein bisschen und danach gebt es euch mit 10 Minuten Zeit. Durch den Coil, also die Luft nicht durch den Coil gezogen wird, sondern der Coil gibt den Dampf nach oben ab und wir holen uns dann die Luft weg. Das zeige ich euch noch. Also in dem Fall kann man es einmal probieren, dass man mal einen Tropfen reinlaufen lässt, einfach um das. Die Watte ein bisschen schon machen, zum Befeuchten. Dann nehmen wir uns das obere Tankteil. Da haben wir da innen das Gewinde und da haben wir auch ein Gewinde. Und das Einzige, was ihr können müsst, das ist dann da einsetzen und den aufschrauben. Macht es schön fest mit zwei Fingern, übertreibt es nicht. Das sind ganz windige Sachen. Bei dem Deckel haben wir einmal, da wo der Pfeil ist, eine Lasche, seht ihr es? Und da haben wir einmal eine Öffnung. Ihr könnt den unter den Deckel natürlich, müsst schon aufpassen, ihr habt zwei verschiedene Seiten. Ihr habt da einmal ein Lascherl dran, da oben, und auf der anderen Seite habt ihr Halteösen. Okay? Und natürlich müsst ihr euch jeweils, da gehört die Halteösen her und da genau ist das genaue Gegenteil. Und so legt es euch richtig drauf, relativ gleichzeitig, und dann drückt es gleichzeitig, bis beidseitig einschnackelt. Okay? Also aufpassen, den Deckel kann man schon verkehrt aufwittern. Da müsst ihr schon ein bisschen aufpassen, ein bisschen Daumen aufmachen. Auffüllen.
Also da in der Mitte nicht, ja, weil da holen wir unseren Dampf dann raus. Ihr seht ja da schon, dass da ein Schlitz erinnert ist, weil man da die seitliche Luft, das heißt, wenn man den Schlitz anschaut und den Zapfen, dann hat der Zapfen da drinnen zweimal Platz. Der Zapfen da, oder? Der geht ziemlich weit an den Keul oben rein. Der geht ziemlich weit auf die weiße Watte hin. Das ist das, was ihr seht. Was für eine Öffnung an der Seite das nimmt, ist egal. Ja. Lasst es langsam einlaufen und ihr seht, dass die beiden Kammern, links und rechts, dass die miteinander verbunden sind, dass sie die Flüssigkeit, also das Liquid, ausgleicht. Je nachdem, wie sie sich ins Wasser hält. Nicht? Also grob ist es halten, dann seht ihr, jetzt haben wir den gleichen Stand schon überall. Macht es nicht randvoll. 2 Milliliter habe ich schon gesagt, gehen ein, macht es gut voll, aber lasst oben nur ein bisschen was übrig. Es steht auch drinnen in der Beschreibung, nicht überfüllen. Weil die zwei Kunststoffstopseln, was ich euch vorher gesagt habe, die schirmen wir da rein. Wenn das Liquid bis da oben ansteht, dann darf uns ein Liquid auslaufen und darf sich da verteilen. Und die Luft, die holen wir uns ja über die Kanäle da, und darf uns Liquid im Mund mit reinreißen. Ich habe nämlich in Amerika gewisse, wie sagt man da, Meinungen, Erfahrungen schon gelesen, also in Englischen, hat schon gewisse Meldungen gegeben, dass da, wenn man stark zieht, das ganze Liquid am Mund kommt. Und das zum Verdeutlichen. Die Luft kommt da seitlich, und da so Ausbuchtungen. Ja, so auf beiden Seiten so Kerbel erinnert. Ja. Das heißt, wenn das dann da reingeschoben wird, dann haben wir da jetzt mal einen Spalt für unsere Luft von außen. Kommen wir aber später nochmal genauer dazu. So, dann halte ich euch das Strip-Tipper so her. Also, von den zwei Sachen kriegt ihr die Luft. Dann habt ihr eine Strömung, die wo da hergeht und dann da reingeht. Ja. Und dann da oben geht, bis zu dem Röhrli da, dass die Luft da reinkommt und dann in unseren Mund hochgeht. Das heißt, habt ihr da herum eine Sauerei. Ja, nur ein paar Tropfen Liquid. Dann ist das im Strömungskanal drinnen, also in eurem Anzugskanal. Das heißt, jede Flüssigkeit, was da ist, genauso wie Kondens und Liquid, reißt euch mit der Ding und ihr habt das Liquid im Mund. Ist mir auch schon passiert bei dem Gerät. Okay? Deswegen lieber da noch was lassen, dass die Gummi da oben auf den Trichter und dass da immer trocken ist. Bevor es das aufsteckt, sei unten immer reinigen. Ihr werdet merken, dass da drunten die Kappe oft einmal auch nass ist vom Kondens. Dann müsst ihr es ausputzen. Weil wenn ihr das nicht macht, habt ihr Liquid im Mund. Das ist einfach so. Der zweite Nachteil von so einem System ist der kurze Ansaugweg. Ja? Wenn man jetzt ein normaler Clearomizer nimmt, ist egal was für einen, nur um zum Vergleichen, dann sieht man da schon, wenn ich jetzt da den nehme, dann habe ich da einen Weg. Wenn ich jetzt da schaue, da herunten ist mein Keul bei dem da, nur als Vergleich. Ja? Dann merken wir uns den Punkt bis zum Mund. Dann halten wir uns gerade das einmal her als Längen. Ja? Das ist dann genau der Punkt, wo die Schräge angeht. So, und jetzt gehen wir bei dem her. Da haben wir da, wo der Löffel angeht. Und dann haben wir da. Das ist nicht einmal die Hälfte. Also, das heißt, der Weg, wo es die Luft bis zum Mund vom Keul, wo ich einen Dampf kriege, geht bei dem ganz bis daher. Ja, das ist ein Zentimeter. Und bei anderen geht es 2, 2,5 oder 3 Zentimeter. Dafür haben die Geräte ja länger. Und da jeder Clearomizer, ja, vor allem für Einsteiger, jeder Clearomizer durch den Temperaturunterschied warm, kalt, das wisst ihr, wo am Autoauspuff zum Beispiel Kondenswasser abliegt, kann er auf der Länge wesentlich mehr Kondenswasser ablegen, bis ihr es im Mund habt. Ja, und irgendwann merkt ihr es, dann kann man es ausputzen, auspusten. Bei dem Gerät
kann es oft sein, dass noch 7, 8 Züge, je nachdem, wenn ihr stärker seid, dass ihr den Kappe ausputzen müsst. Ich zeige es euch nachher, warum, weil sonst wieder von oben Liquid, beziehungsweise in Vermischung mit Kondenswasser habt, weil der Vektor mit den 1 cm einfach nicht so viel Kondenswasser aufnehmen kann wie bei einem herkömmlichen. Dann zeige ich euch nur, was das Gerät macht, wenn man einen USB-Stecker, jetzt in dem Fall vom PC, wie gesagt, Ladestrom nicht höher wie 1 Ampere, passt da bitte auf. Dann blinkt er. Und jetzt sieht man es, und dann hat er ein rotes Lämpchen. Das ist so lang an, bis er vollgeladen ist, dann geht das aus. Also ist für euch immer eine gewisse Kontrollierbarkeit dabei. Pass-Through ist möglich, steht aber nicht in der Beschreibung drin. Also passt da auf, ich weiß nicht, ob da Gewährleistungen übernommen werden. Auf der anderen Seite ist er schlecht möglich, weil schaut euch einmal das Kabel, das hat ja ein paar Zentimeter. Also vom Computer bis zum Mund bringt es nicht hoch. Und wie gesagt, ich empfehle das auch nicht, auch wenn der Hersteller sagt, du kannst da Pass-Through, das ist einfach wirklich nur ein Bequemlichkeitsgrund, hat aber immer gewisse Verschleißsachen hinter sich. Erstens mechanischer Verschleiß, und einen Akku sollte man im Ladezustand einfach in Ruhe lassen und nicht nebenbei einen Ladezyklus vollziehen lassen und nebenbei so ihre Leistung abgeben. Ja. Und die mechanische Belastung. Ich werde es vielleicht einmal nochmal erörtern in einem anderen Video. Ich kann nur das aus meiner Erfahrung sagen, ich habe schon einige Geräte, die wo man wegschmeißen muss, weil da drin hat, bei dem kleinen Mini-USB ganz eine dünne Verlötung ist. Ja, die ist nicht sehr stabil. Das heißt, man soll eigentlich vermeiden, beim Aufwiedern hat man schon Kraft. Ja, wenn man einen Stecker aufwiedert, hat man einmal eine mechanische Kraft, die wo den Stecker belastet. Dann steckt man das ein und dann sollte man ruhen lassen. Wenn ihr das immer bewegt beim Dampfen, weil ihr Pass-Through dampfen müsst, dann habt ihr da auf dem Kabel immer eine mechanische Energie. Die Kräfte verlaufen ja immer irgendwo, die müssen ja auslaufen. Also gehen es automatisch immer in die Anschlussbuchsen rein. Ja? So ein bisschen übertrieben gesagt. Das heißt, die Buchsen da drin wird permanent hin und her geneigt, wie man in Bayern sagt. So lange, bis das da drinnen ab ist. Ja? Für die Hersteller ist das gut, wenn sie es empfehlen, weil dann wissen sie, dass das oft ein Gerät braucht. Ja? Weil das sind sehr empfindliche Sachen. Der, wo ein bisschen lötet und schon mal so einen Chip angeschaut hat oder verlötet hat, der weiß, was ich meine. Entscheiden müsst ihr es selber, es ist einfach nur eine Faulheit in meinen Augen, ja, eine Bequemlichkeit. Es kann einmal sein in einer Notsituation, bevor man zu Zigaretten greift und man hat wirklich nicht, dann sage ich, bin ich der Letzte, der wo auch sagt, aber ansonsten, wenn man es nicht im Griff hat, dass man sein Gerät rechtzeitig ansteckt zum Laden, und wenn man so ein Einsteiger-Set kauft, ja, dann gilt nach wie vor wie das vor 6 Jahren, dann kauft es euch doppelt bitte, ja, damit eines immer einsatzbereit ist und das andere am Laden ist, ja, damit es kein Loch nicht reinkriegt, kein Distanzloch nicht reinkriegt, wo es dann sagt, so, jetzt kann ich 3 Stunden nicht dampfen, weil das Laden kann auch 2, 3 Stunden dauern. Ja? Nur was, da steht in der Beschreibung drin, bis zu 400 Züge. Das ist natürlich eine subjektive Angabe. Ja, es kommt da immer darauf an, wo sie zieht und wie lange ich ziehe. Der eine zieht 7 Sekunden, der andere 3 Sekunden, sage ich jetzt einmal. Ja. Sind dann irgendwie auch bestimmte Unterschiede. Also das kann man nie hundertprozentig sagen. Fakt ist 650 mA, 1,3 Ohm. Und ja, gut. Wie gesagt, so, dann komme ich noch ganz kurz, wo ich gesagt habe, die Öffnung da, die haben wir nur auf der Seite, das ist ein Airflow. Dann habe ich festgestellt, wenn ich da zuhalte, ist der Zugwiderstand immer noch sehr leicht. Ja, weil das ist mein größtes Kriterium. Das zeige ich euch aber dann nachher in der Großoffensive, sage ich jetzt. So, und ich habe nur ein zweites Gerät. Ne? Dann habe ich angefangen und habe das abgeklebt mit Tesa. Habe da rundum geklebt. Ja, zeige euch das, wie das ausschaut. Also wirklich alles permanent optisch, sogar den USB. Und alle noch kann ich dampfen. Ja. Dann hat er unten ein bisschen Entgasungslöcher, das wollte ich euch noch sagen, genau, ja, da ist ein Akku drin, seht ihr, da haben Entgasungsöffnungen, die habe ich auch noch zugepickt. Dann ist der Zugwiderstand jetzt sehr, sehr streng geworden. Also das heißt,
Das da ist ein Joke, das hätten Sie zumachen können. Der holt sich die Luft von den seitlichen Schlitze, wo ich euch gezeigt habe, übers ganze Gehäuse. Das heißt, da beim Taster, da habe ich nämlich noch nicht abbiegt. Ja? Und wenn ich den abbiege, da sieht man da, man muss natürlich ein bisschen Luft haben zwischen Taster und Gehäuse. Ja, das muss ja sein, sonst darf der festsitzen. Also da saugt der Luft an, da saugt der Luft an und da unten saugt der Luft an, die wo vielleicht zugleich den Akku ein wenig kühlt. Kann auch sein. Bloß das da hätte man sich dann sparen können, weil so dumm haben die Dampfer dann auch nicht, dass das auch können, wenn man da zuhält und der Luftwiderstand ist alle noch offen. So, schauen wir mal das an, das Gerät. Jetzt mittlerweile haben es eh schon einige Minuten und ein paar Tropfen haben wir rauf da. Jetzt testen wir es einmal an. Jetzt muss ich noch mal was dazu sagen. Ich habe ein Standard-Liquid drin, also ein normal dünnflüssiges, 50-50, ja, PG, VG. Ich habe jetzt kein dick- oder zähflüssiges Liquid drin. Ich habe kein Nikotin nicht drin. Und schaut mal an, wie der wirft. Ja. Relativ leichter Zugwiderstand. Du hast natürlich dann nicht den Flash und den Throat, was du brauchst, wenn du von der Zigaretten kommst. Für einen, der wo wirklich jahrelang geraucht hat, 20, 30, 40 Jahre geraucht hat und ein bisschen einen starken Zugwiderstand braucht, wie bei einem Einsteigergerät, E-Boot, Nautilus, wie auch immer. Nein, da ist der Zugwiderstand zu leicht. Der Throat, der Flash, zu leicht. Natürlich kann man mit Nikotin viel ausgleichen. Aber natürlich kann es auch für den einen oder anderen genau passen. Ja, darum gilt bei diesem Gerät dasselbe. Testen. Ein guter Shop kriegt von sowas auch Testgeräte her. Dann könnt ihr es einmal probieren. Und dann müsst ihr es empfinden und fühlen. Passt das oder passt das nicht? Ja. Durch den leichten Zugwiderstand und durch die breite Form des Mundstücks, es liegt angenehm im Mund, es wird auch nicht heiß, weil es Kunststoff ist, es wird aber gut warm, wenn man jetzt 5, 6 Mal wirklich hintereinander zirkt, wird es schon warm, weil wir eben sehr nahe am Mund sind mit unserer Dampfentwicklung, habe ich ja vorher erklärt, wir haben da einen kurzen Weg. Was machen wir jetzt mit dem Gerät? Ab und zu hat er dann noch Blubbern, wenn er länger steht, und jetzt habe ich Liquid hier drin. Hört ihr es? Blubbern. Und wieder Liquid im Mund. Schade, schade. Die Coils haben halt einfach auch nicht das Gelbe vom Ei. Also da müssen sie nur ein bisschen arbeiten dran. Ich glaube, dass aber das Problem ist an dem kurzen Weg. Ja, dass er auf den kurzen Weg einfach zu viel Kondenswasser bildet und die Menge dann so stark überhand nimmt, dass sie dann Kondenswasser vielleicht noch mit einem Liquidrest dann im Mund ist. Das ist ja nicht angenehm. Ja. Ich glaube, kann man sogar hören. Blub, blub, blub. Und Liquid. Ja. Und genau solche Kommentare habe ich wieder gelesen aus dem Englischen und deswegen habe ich es nochmal bestellt. Mal habe ich gesagt, tun wir von der Firma nichts mehr an. Ja? Vor allem nicht solche Sachen. Aber ich möchte vor allem auch die Einsteiger helfen, die wo lange rauchen. Und ich weiß nicht, ob sich der glücklich fühlt. Am Anfang, die ersten Züge haben schön und auf einmal hat er Liquid im Mund. Wir haben uns mir damals gefühlt bei so Sachen wie Ego T oder CE4. Da ist es öfters passiert, sehr oft sogar. War man nicht glücklich, muss ich ehrlich sagen. Und das kann dann schon mal einen entmutigen und sagen, wisst ihr was, ich rauche wieder weiter. Ja, rein um das geht's. Ja. Natürlich, wenn einer schon ein bisschen Erfahrung hat und länger Dampf und sagt, ich weiß das, dann mache ich nach jedem dritten Zug, weiß ich, habe ich die halt und dann spritze ich aus, aber was soll das? Ja, was soll das? Ja. Ja. Zu viel Dampf, zu wenig Luftwiderstand, Zugwiderstand bei dem Gerät meines Erachtens. Aber das muss wieder individuell jeder für sich entscheiden. Wenn ich da oben das alles abklebe, dann fühlt sich das eher an in der Richtung Nautilus. Ja,
sehr gut, finde ich. Aber beide, ja, beide haben das Problem. Ich mag es eigentlich gar nicht mehr demonstrieren, aber ich mache es trotzdem. Ich nehme jetzt da mal. Das ist aber ein Schwarz und Zorn. Ich nehme jetzt einmal eine ganz neue von der Verpackung raus und die lege ich da her, dass ihr es live seht. Ich habe jetzt beide Geräte, ich zeige euch das mit beiden Geräten. Ich nehme jetzt das mit dem starken Zugwiderstand. Einmal. Zweimal. Dreimal. Der wird natürlich wärmer, ja, weil er weniger Luft saugt. Jetzt kühlt er, jetzt wird es oben ein bisschen wärmer. Ja. Also Dauernuckeln ist dann, muss man ein bisschen aufpassen. So, jetzt habe ich viermal gezogen, jetzt halte ich nur schräg und schüttelt noch einmal ganz leicht nur nach unten. Ja. Und dann, wenn ich weiter tue, kommt noch ein vierter Tropfen. Jetzt drehen wir das Teil um, ja, dieselbe Servietten. Dann nehme ich jetzt das rote, ohne dass ich die Airflow verschlossen habe, also original, alles komplett, wie es ist. Jetzt hat man es vielleicht sogar gehört, jetzt beim vierten Zug, genau wie beim anderen Gerät, ist schon das richtige Blubbern gekommen. Jetzt mache ich es nur so, schaut sehr ganz leicht. Ne? Also der sorgt nur besser. Und wenn ich jetzt den fünften Zug gemacht hätte, dann hätte ich das da alles am Mund drin gehabt. Ja? Können sogar immer noch nachher. Also kann ich wieder auspusten. Dann sieht man es auch oben gegen das Licht die Spiegelung. Jetzt ziehen wir das Mundstück einmal runter. Jetzt schauen wir einmal in dem Fall, gehen wir ran. Also da drum ist trocken relativ. Nur im rechten Loch bildet sich, seht ihr, ein Blasel, seht ihr es? Und das ist jetzt die Kappen von innen. Die ist eigentlich auch jetzt nicht so siffig, dass man sagen kann, ja, da kann es nicht anders sein. Also das kann jetzt von der Airflow, dass da oben wie ein Fehler passiert ist, dass da ein Haufen Liquid ist und das hat es mir eingerissen, nicht sein. Das ist eine reine Keulsache. Ja. Das ist eine reine Keulsache, wie beim ersten Gerät auch schon. Macht euch selber ein Urteil darüber, ob das nach 4 Zügen angenehm ist. Ja. So, jetzt habt ihr das praktisch gesehen mit dem. Ich habe ganz normal dampft, ich habe sogar sehr verhalten dampft oder mal stärker. Also ich habe jetzt da schon, ich kann jetzt nicht alle Variationen, leichte Züge, mittelleichte und starke. Es ist im Endeffekt nur dasselbe. Du ziehst da immer Kondens und Liquid auf. Das ist blub, blub, blub. Vielleicht kann man es hören. Blub, blub, blub. Egal wie ich es anziehe. Ja. Ich weiß, dass dann kriege ich oft so Nachrichten, dass ich keine Ahnung habe und es bleibt bin zum Dampfen. Na ja, das schreiben dann die selber erst 3 Tage so einen Dampf haben, aber ist egal. Da finde ich es aber jetzt schade, weil von der Handhabung, Kruzifixnahme, das kannst du überall schön reinstecken, das ist so schön leicht. Ja. Und die sind so kleine Kohls, die mag nicht einmal einwickeln, weil sie so klein sind, mit 1,5 cm Länge.
Ja, nämlich kleiner wie die E-Wodkals. Irgendwo ist einmal Ruhe. Entweder müsst ihr es an der Watte sparen, derzeit eine Lage mehr Watte ein, dann habt ihr mehr Wattepuffer, das Liquid wird besser gehalten und man reißt es nicht den Mund mit rein. Ich weiß nicht. Da wirklich super schön gemacht. Wirklich Einsteiger, idiotensicher, sage ich jetzt. 5 Klick, draufdrucken, dampfen, 5 Klick, ausschalten, einschirmen. Kappe oben in ein Loch einfallen, zumachen, sauber halten alles, nichts einstellen, gar nichts. Passert wunderbar. Zugwiderstand zu lasch, Liquid am Mund, wieder. Wieder. Was sollst du jetzt da sagen? Ich kann jetzt umgehen damit, weil ich habe halt ein Tampon dabei, auf Deutsch gesagt. Aber ich bleibe halt im Haus herin, weil fortfahren tue ich mit dem Zeug nicht. Weil du gehst da nicht in ein Lokal zu deinen Freunden, dampfst Firmen und dann sagen die, was hast du denn da? Dann sage ich, der ist auf ein Riff aufgelaufen. Grüße, fix noch einmal. Alles furchtbar, weißt du? Echt eine gute Idee, einen guten Ansatz, handlich, versteckt kann man es machen und trotzdem kommt man es hinkriegen. Aber dass jemand einer hinsetzt und sagt, dann machen wir nur ein bisschen einen stärkeren Zugwiderstand und dann schauen wir, dass wir gescheite Holz produzieren, die wo funktionieren. Warum? Bei anderen geht es doch auch. Bei anderen, da kann ich 100 Züge machen, ohne dass ich ein Liquid am Mund habe. Warum geht das da nicht? Das Ladekabel zum Laden Healing. Passt du, kannst du nicht dampfen damit. Sonst reißt das Wirbel sein aus. Ja, wie gesagt, ich will da keine jetzt was reinnehmen, ihr habt es gesehen, ich kann es euch nicht mehr als wird sagen. Das Gerät habe ich jetzt schon einige Tage probiert und umeinander, habe es leicht so, habe alles probiert, dann habe ich Fehler eingebaut mit falscher Zugtechnik und alles. Aber auch wenn du das normal ziehst und richtig ziehst, und ich dampfe auch schon ein paar Jahre. Ja. Und habe auch schon, was weiß ich, 150 Kliromeiser bei mir stehen und 70, 80 Boxen und Selbstwickler und Tröpfel und alles. Also spart euch die Kommentare, ihr Anfänger, die wo es auch meint, ihr müsst euch ein Maul aufreißen. Weil ihr auch schon einmal so einen Dampfen im Mund gehabt habt. Das haben jetzt erst einmal jahrelange Erfahrung und dann redt's mit. Das geht zwar schon vor bei unseren Politikern. Keine Lebenserfahrung, aber Pfotzen aufreißen. Dilettanten. Ja, hat jetzt sein müssen. Es ist so schlimm in unserer Zeit. Die meisten haben aber ab und zu kommt dann wieder mal so ein Idiot, jeden Tag steht da so ein Idiot auf, der wo meint, der muss auch irgendwie einen Kommentar dazu geben, wie schlau das ist. Und wenn du dann schaust, dann merkst du, dass er erst selber 4 Tage dampft. Aber was merkst du überhaupt? Was merkst du überhaupt? So, ich hau jetzt ab. Das war die iCare 2. Vieles ist besser. Ob es ausreicht? Adios.